Thema Kraft von einem ruhigen Leben. Und die ganze Message ist aufgebaut aus einem Text aus der Bibel, wo extrem zu mir gesprochen hat. Und ich werde am Anfang lesen. Und zwar schreibt das der Paulus im 1. Thessalonicher 4, 11-12. Bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und wie schon gesagt, seht zu, dass ihr euch von eurer Arbeit, eurer eigenen Hände ernähren könnt. Dann werden die Menschen um euch herum, die Gott nicht kennen, eure Lebensweise achten und ihr seid nicht von anderen abhängig. Im Englischen heißt es, oder make it your goal to live a quiet life, minding your own business. Also, mach es dir zum Ziel, ein ruhig und friedliches Leben zu leben und hart mit deinen Händen zu arbeiten. Und das ist noch interessant, ich habe mir über das Gedanken gemacht, weil ich weiss jetzt nicht, ob du heute Abend da angekommen bist und das dein Lebensziel ist. Ich will gerne ein ruhig und friedliches Leben zu leben. Verstehst du, wenn etwas mich begeistert, dann ist es die Leidenschaft, die ich da rein sehe, in den jungen Menschen, Jesus nachzufolgen. Radikal, voll von Leben, ansteckend. Und das ist etwas Geniales zu sehen. Und wenn du das siehst und ich dich frage, ja, willst du ein ruhiges Leben leben? Willst du ein friedliches Leben leben? Dann sagen sie vielleicht, hey nein, ich habe etwas zu geben. Meine Stimme, eine Stimme für die Welt. Die Welt muss die Stimme hören. Ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Ich will dich ermutigen. In der heutigen Zeit geht es darum, wenn du deine sozialen Medien auftust, möglichst viele Followers, möglichst viele Likes. Oder wie können wir noch mehr Leute motivieren, an unserem Content zu folgen. Ich muss schauen, dass ich immer wieder möglichst täglich Sachen poste, damit wir Followers generieren können. Ich will dich etwas fragen. Kannst du mir eine Stelle im Neuen Testament zeigen, wo Jesus eine grosse Crowd gesucht hat? Kannst du mir eine Stelle suchen, wo Jesus gesagt hat, Jungs, wir müssen schauen, dass wir möglichst viele Leute erreichen? Ich kann dir viele Stellen zeigen, wo er von grossen Menschenmengen geflohen ist. Mehrere. Wir haben nicht gelesen, er war mit seinen 12 Jüngern unterwegs und hat gesagt, hey Boys, 12, ja, ist jetzt ein bisschen mager, bring a friend. Irgendwie, als ich mich vorbereitet habe und darüber Gedanken gemacht habe, ist noch interessant. Könnt ihr mir sagen, was Jesus mit 23 gemacht hat? Wir wissen es nicht. Was wir wissen, ist, dass er ein Zimmermann war. Hey, das ist Jesus, dem, wo wir nachfolgen. Die Wahrheit, wir lesen die Evangelien von seinem Leben. Was hat der Jesus mit 23 gemacht? Was hat er mit 25 gemacht? Wahrscheinlich immer noch Zimmermann gewesen. Mit 28. Wahrscheinlich ein besserer Zimmermann. Sich nicht mehr vermessen. Es kommt mir ein bisschen vor, als dass Jesus die Verse sich auch zu Herzen genommen hat, obwohl sie erst nachher geschrieben worden sind. Lass mich ein ruhiges Leben leben und hart mit meinen Händen arbeiten. Und ich weiss, das löst natürlich etwas aus in uns, weil wir wollen ja einen Unterschied machen. Und versteh mich richtig, das Evangelium muss predigt werden. Das Evangelium muss rausgetragen werden. Die Frage ist nur, ich glaube, wir brauchen weniger Stimmen und mehr Beispiele. Ich glaube, wir brauchen weniger Leute, die wieder sagen, ich mache jetzt noch mal einen Podcast und mache noch das, als Leute, die actually 24/7 das ausleben in ihrem Leben. Versteh mich richtig, ich liebe das alles. Ich finde
soziale Medien genial. Es ist wichtig, dass wir auch dort das Evangelium teilen. Aber wir müssen uns bewusst sein, der Paulus fordert uns auf, bemüht euch für ein ruhiges Leben. Bemüht euch für ein ruhiges Leben. Ihr müsst wissen, wenn du in die Bibel hineinschaust, dann gibt es ein Prinzip. Und das Prinzip steht im Lukas 16,10. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei großer Verantwortung nicht ehrlich sein. Ich bin heute da, um euch zu ermutigen. Wenn wir wollen, ein Vorbild sein, ein Licht sein, ein Salz sein für die Menschen, dann müssen wir den Weg gehen, wo Jesus gegangen ist. Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen. Meinst du, hat er es nötig gehabt, Zeit mit dem Vater zu verbringen? Hat er es nötig gehabt, sich rauszunehmen? Nicht, wo sind die meisten Leute? Wo kann ich am meisten Einfluss nehmen? Sondern er hat sich wieder rausgenommen, um sich wieder bewusst zu werden, Kraft kommt von innen. Gnade und Barmherzigkeit zum Überwinden kommt von innen. Weil es ist wichtig, dass wir lernen, treu sein im Kleinen. Weil wir wollen ein Licht sein für die Menschen. Und die Menschen schauen unser Leben an, ob es du willst oder nicht. Sie wissen, dass du Jesus liebst. Und sie schauen, wie du mit dem Nächsten umgehst. Und sie schauen, was du sagst. Und darum, wenn wir im 1. Timotheus 3, 4-7 lesen, der Michi Strick hat gesagt, du hast ein paar herausfordernde Bibelstellen heute ausgelesen. Das ist eben genial. Weißt, wir können nicht immer nur das rausnehmen, was wir wollen, Gott lesen und hören, sondern wir müssen die Schrift als Ganzes nehmen. Da steht, es ist nötig, oder Paulus schreibt das in Timotheus, es ist nötig, dass er ein guter Familienvorstand ist und dass seine Kinder ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn ein Mann es nicht versteht, seine Verantwortung im eigenen Haus gerecht zu werden, wie soll er dann für Gottes Gemeinde sorgen? Ein Ältester soll auch nicht erst vor kurzem gläubig geworden sein, damit er nicht stolz wird, schon so früh ein Amt inne zu haben und der Teufel seinen Stolz benutzt, um ihn zu Fall zu bringen. Außerdem soll er einen guten Ruf bei den Menschen außerhalb der Gemeinde haben, damit er nicht ins Gerede kommt und in die Falle des Teufels tappt. Das ist eine sehr herausfordernde Stelle, wo eigentlich der Paulus beschreibt, wie sollten die Menschen, die das Volk von Gott, die Gemeinde leitet, was sollten sie für einen Leumund haben? Und warum bringe ich das? Wir sollten lernen, im Kleinen treu zu sein. Und etwas hat mich das Jahr sehr in meinem Herz getroffen. Ich erzähle das aus meinem persönlichen Leben. Ich habe 2 extrem gute Teacher, Evangelisten, Heilungsprediger, wo ich lang gefolgt habe und viel gehört habe und viel gelernt habe. Wo ich vernehmen musste, die Ehe ist in die Brüche gegangen. Und es hat mich so wehgetan. Ich habe gedacht, wieso? Ich habe so viel gelernt von diesen Menschen. Und verstehe mich richtig, ich verstehe Gnade und Barmherzigkeit. Und ich vernehme ein halbes Jahr später schon wieder jemand Neues, 20 Jahre jünger und wieder geheiratet und alle applaudieren. Versteh mich richtig, mich geht's nicht darum, ich rede von meinem Herz. Ich denke, können wir nicht ein Vorbild sein für die Menschen, wo wir unterwegs sind? Das ist mein Schrei, weil die Menschen von außen schauen, wir sind ja genau gleich wie alle anderen. Ich rede zu mir, zu meiner Ehe. Ich bin verantwortlich für meine. Ihr seid vielleicht viele da innen noch nicht verheiratet. Ich will euch sagen, opfert eure Freundschaft, eure Ehe und eure Familie nicht auf dem Dienst an Gott. Das ist so wichtig, liebe Freunde. Ich weiss noch, wie passionate ich bin. Und das ist alles gut, aber liebe Freunde, als ein Rat. Gott ist mehr daran interessiert an deiner Familie als am Dienst von dir. Weißt du warum? Weil das Königreich ist eine Familie. Und wir reflektieren das Herz vom Vater. Wir haben Platz für andere Menschen in unserem Umfeld.
Das ist ein Zeichen. Verstehst du, mir geht es nicht darum, ich muss auch keinen Namen nennen. Mir tut es selber weh im Herz. Ich denke, wäre es nicht möglich gewesen, einen Standard zu setzen? Wäre es nicht möglich gewesen, im Kleinen treu zu sein? Und vielleicht Sachen wegzulassen? Und schauen, dass wir ein Licht sein im Kleinen. Weil das ist doch das, was die Menschen drauf schauen in unserem Leben. Versteht ihr, der D.L. Moody, ein Erweckungsprediger aus dem 1837 gelebt bis Ende 18. Jahrhundert, hat etwas Gutes geschrieben, ich habe es auf dem Ding gebracht. Wenn ein Mann seine Frau nicht richtig behandelt, möchte ich ihn nicht über das Christentum reden hören. Wenn ich herausfinden wollte, ob ein Mann ein Christ ist, würde ich nicht zu seinem Pfarrer gehen, ich würde zu seiner Frau gehen und sie fragen. Amen, ja, danke D.L. Moody. Verstehst du, wir haben den Namen von Jesus schnell in unser Maul genommen. Und mir geht es nicht darum, dass wir das Evangelium nicht teilen sollen, sondern mir geht es darum, lass uns lernen, im Kleinen treu zu sein. Kraft liegt in einem ruhigen Leben, wo ich weiss, Gott ist mehr daran interessiert, an meiner Familie, an meiner Ehe, an dieser Beziehung, wo ich so viel Multiplikation daraus erwirtschaften kann, was ich in meinem Dienst nie könnte. Versteht ihr? Weil ihr müsst eins wissen. Wenn Gott euch eine grosse Plattform gibt, dann kann er es machen. Er kann es machen. Ich liebe die Story von der Mutter Teresa, die ja in Kalkutta diesen Armen dient hat. Und ich habe das gelesen von einem indischen Pastor, der mit ihr Jahre, sogar Jahrzehnte lang dient hat an den Armen. An denen, die ausgestoßen sind, denen, die am Tod nahe sind. 25 Jahre lang hat niemand gewusst von dieser Mutter Teresa. Und meint ihr, sie hätte es gemacht, damit sie einen Friedensnobelpreis bekommt? Meint ihr, sie hätte es gemacht, damit sie irgendeinen Status oder grossen Fame bekommt? Weit falsch. Gott hat irgendeines Gefühl gehabt. Teresa, ich will, dass die ganze Welt dich kennt. Und so kennen wir alle zusammen die Mutter Teresa. Aber sie hat sich die Plattform nicht geholt. Sie hat im Treuen den Dienst an diesen Menschen und Gott hat gesagt, ich will dir eine grosse Plattform geben. Im Timotheus, wo wir das lesen, im Englischen heisst es, pass auf, dass da einem jungen Convert nicht zu viel Plattform gibt, damit er nicht stolz wird und vom Teufel überrannt wird. Soll ich euch etwas erzählen aus meinem Leben? Als ich frisch zum Glauben gekommen bin, on fire für Jesus, gerade 20 gsi, angefangen zu preachen im 20s und plötzlich sind überall Türen aufgegangen. Im In- und Ausland, ich bin in Amerika gsi, an Konferenz geredet, da Praise Camp, da 5'000, da 6'000 Leute. Soll ich euch etwas sagen? Es ist so weit gekommen, dass ich am Freitagabend Gottesdienst hatte und am Sonntag nicht mehr in die Kirche gehen konnte, weil ich das Gefühl hatte, ich sage etwas Besseres als die das am Sonntag machen. Das ist serious. Das ist genau das, von dem, was die Schriftsteller redet. Stolz. Dort, wo Stolz ist, dort sind alle bösen Sachen präsent, heisst es in der Schrift. Und Gott hat mich sehr, sehr krass müssen demütigen. Weil in der Schrift heisst es im 1. Petrus, der Hochmütige widersteht Gott, der Demütige aber schenkt er Gnade. Und da geht es nicht darum, dass wir nicht Junge motivieren wollen, einen Platz einzunehmen und eine Stimme zu sein, sondern da geht es darum, wir müssen weise sein. Weil der Teufel schaut, wo dass Leute stolz werden in ihrem Herz und probiert, ihre Leben kaputt zu machen. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich demütigt hat. Ich musste es lernen. Und darum will ich euch das ans Herz legen. Da dein Herz immer wieder anschauen und sag, Jesus, behalt mein Herz demütig. Ohne Jesus sind wir alle zusammen nichts. Ohne Jesus haben wir alle zusammen nichts aufzuweisen. Und wenn du noch so viel Wunder kannst vorweisen. Bleib im Kleinen treu. Wie die Mutter Teresa die Sache im Verborgenen da hat. In Matthäus 6, Vers 1-7, das will ich vorlesen. Heißt, nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden.
Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was deine rechte tut. Gib in aller Stille. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Aber wenn du betest, dann geh an einen Ort, wo du alleine bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Das ist eine Aussage von Jesus, die mich so tief trifft. Wo etwas freileitet vom menschlichen Herz. Von dieser Treue, von etwas im Verborgenen zu tun. Der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich noch etwas, wo Menschen im Verborgenen tun? Wir sind so im Posting-Modus. Sogar unsere stille Zeit, oder, mit einem kleinen Muffin, eine Bibel, Special Time with Jesus. Und jeder weiß es. Und als ich darüber nachgedacht habe, gibt es noch Sachen, die Leute im Verborgenen tun? Ja, meistens sündige Sachen. Wir drehen jetzt eigentlich genau um. Die Bibel sagt im Jakobusbrief, bekennt einander eure Sünden, damit ihr gesund werdet. Betet füreinander. Und versteckt deine gerechten Taten. Und wir haben es umgedreht in der heutigen Zeit. Wir zeigen unsere gerechten Taten und verstecken unsere Sünden. Und die Bibel fordert uns auf, eine Umkehr zu machen, liebe Freunde, auch heute Abend in unserem Herz. Weißt du, was mein Schrei ist für die Sunday Night Community? Für die Generation, die da kommt. Wie wär's, wir könnten eine Generation werden, die nichts mehr zu verstecken hat. Keine Leichen mehr im Keller. Keine Sünden, die unverborgen sein müssen. Alles am Licht. Im Englischen Intimacy. Intimacy. Schau rein, Jesus. Weißt du, wie dankbar bin ich für meine Frau? Mein bester Partner, mein bester Freund. Nebst Jesus. Wo ich ehrlich sein kann. Mit dem, was noch nicht stimmt in meinem Herz. Ich kann meine Sünden bekennen. Wir können zusammen beten, damit wir gesund werden. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass wir Sünder sind per Definition. Wir sind Gerechte und Heilige. Aber es geht darum, dass wir anfangen, alles auf den Tisch zu legen und unsere gerechten Taten verstecken, damit es niemand merkt. Hey, wie wär's, mal ganz ehrlich, wie wär's, wenn du sterben würdest und es wird plötzlich rauskommen, was du alles Gutes da hast? Was? Dort hat er seine Zeit angegeben. Und sein Geld, sein Bankkonto, da hat er überall unterstützt und keiner hat es gewusst. Stellt euch das mal vor. Du stirbst und all gerechte Taten werden offenbar. Keiner hat es gewusst. Warum? Weil wir geglaubt haben, dass es einen Belohner gibt im Himmel. Und versteht ihr, das ist die Wahrheit. Gott, der Vater, wird ein Belohner sein. Und ich weiss, wir reden über Gerechtigkeit und wir haben unser Ticket für den Himmel und irgendwann werden wir im Himmel sein. Aber die Schrift Matthäus 6 sagt uns, wenn wir unsere gerechten Taten teilen, haben wir den Lohn schon bekommen auf dieser Erde. Das heisst, wenn wir es im Verborgenen tun, gibt es einen Lohn in der Ewigkeit. Ich weiss nicht, ich weiss, mich excited das. Versteht ihr? Weil es ist ein Blick auf die Ewigkeit. Es gibt nichts Schöneres, als gerechte Taten im Versteckten tun. Er ist ein Belohner.
Er will euch Gutes tun. Verstehst du? Wenn du durch das Leben gehst und merkst, das hat mich das Jahr so gefaced, habe ich schon Sachen da im Verborgenen, ohne dass es jemand weiss. Stell dir mal vor, im Lukas 8, Jesus kommt, weckt in deiner Small Group einen von den Toten auf und sagt, sagt's ja niemandem. Wie frustrierend wäre das für dich? In deiner Small Group passiert eine Totenauferweckung und Jesus sagt, sag's niemandem. Ich check's nicht. Aber bringt denn das nicht eher dem Gott? Es geht nicht um diese Frage. Es geht darum, glaube ich, dass der Vater im Himmel ein Belohner ist für die ihn aufrichtig suchen und gerechte Taten im Verborgenen tun. Dort drinnen liegt Kraft, liebe Freunde. Dort drinnen liegt eine riesen Power. Stellt euch mal vor, wenn ihr die Offenbarung leset. Der Johannes, der Geliebte auf dieser Insel Patmos, und plötzlich kommen da 7 Donner und reden zu ihm. Und eine Stimme sagt, wo Jesus ist, schreib alles auf. Und er schreibt alles auf. 7 Donner, es kommt eine Botschaft vom Himmel. Alles wird aufgeschrieben. Und am Schluss sagt das Lamm Gottes, und jetzt verschließt die Rolle und sagt es niemandem. Könnt ihr euch das verstehen? Ich check's nicht. 2000 Jahre und der Einzige, der es weiss, ist der Johannes. Ist ein bisschen im Birrenfick, oder? Weil es macht menschlich gesehen keinen Sinn. Wisst ihr was? Die Botschaft ist für den Johannes gewesen. Kann es sein, dass wir so Freunde von Gott werden, dass er gern dir Sachen offenbart, wie ein Freund, und sagt, aber sag's niemandem. Es ist etwas zwischen mir und dir, weil ich dich so lieb habe, weil du mir eben speziell bist und nicht für alle. Und mir ist es bewusst, verstehst du, Gott hat verschiedene Leute, wo er beauftragt, um ein Sprachrohr zu sein, von Bühnen, ist mir alles klar. Aber kann es sein, dass er die Mehrheit von uns allen in den Raum ruft, wo es niemand sieht, die gerechten Taten im Verborgenen tun, und er sieht, dass dein Herz am richtigen Ort ist und er dir Wunder um Wunder zeigt und Offenbarung zeigt, alles für dich. Weil er dich liebt. Weil er gern zu dir redet. Wäre das frustrierend für dein Herz, oder würdest du sagen, oh Jesus, das wäre das grösste Privileg, das du mir geben könntest? Und das ist mein Schrei heute Abend, wenn ich euch sage, Kraft von einem ruhigen Leben. Dieser Arbeit nachzugehen, so wie Jesus es uns vorgelebt hat. Stell dir mal vor, die Jünger haben ihn einmal am Morgen gesucht, er ist früh aufgestanden, hat sich abgesondert, ist gebeten, und die Jünger kommen und suchen ihn und finden ihn nicht. Und was sie ihn finden, sagen sie ihm, im Englischen, Jesus, everyone is looking for you. Jeder sucht dich. Und Jesus sagt, was ist das Problem? So bin ich. Ich liebe es, Zeit mit meinem Vater zu verbringen. Er redet zu mir. Er rüstet mich aus für die Momente, wo ich etwas zu sagen habe. Das ist die Kraft von einem ruhigen Leben. Die Kraft von dieser Freude, Sachen im Verborgenen zu tun. Im Kleinen treu zu sein. Und ich habe mir dann so überlegt, weißt du, in der Vorbereitung, ja, ich könnte noch 1, 2 Beispiele machen. Aber ich mache es nicht. Weißt du warum? Mein Lohn wird nicht einmal da sein. Mein Lohn wird einmal im Himmel sein. Und versteht ihr, da geht es nicht darum, dass wir gegen Testimonies sind und gegen das Evangelium teilen. Im 1. Thessalonicher, du musst dir vorstellen, im Kapitel 1 sagt er,
Botschaft von uns wird in der ganzen Welt verbreitet. Wir müssen nicht einmal mehr etwas sagen. Es wird unter den Menschen nachgegeben, weil es Leben verändert. Plötzlich erzählt man am Nachbarn, hey, hast du gewusst, ich bin frei im Herzen. Jesus hat etwas da in mir. Ich will euch ermutigen, das zu entdecken. Leset Matthäus 1. Leset Matthäus 6. Wo Jesus uns herausfordert. Er ist der uns nachher offenbart, wenn wir ihn im Verborgenen suchen. Es hat wunderbare Auswirkungen auf euer Leben. Ich habe gemerkt, ich habe meine Zeit mit dem Vater wieder freischaufeln. Neben dem allem, was ich zu tun habe. Als Vater, Landwirt, Ehemann. Und seit ein paar Wochen, als ich das wieder mache, bin ich Mitte Woche mit meiner Frau essen und wo wir in die Tiefgarage runterfahren vor dem Restaurant, sagt sie zu mir, Bett ist wieder mehr, gell? Und ich, ja, man merkt es. Und siehst, wie ehrlich das ist. Wenn du Zeit mit Jesus verbringst und zu ihm redest, wieder ein Schnabel gewachsen ist und du etwas im Verborgenen tust, wo nur er weiss und du. Entweder du musst möglichst schnell in eine Psychiatrie und du bist krank oder Gott ist real. Aber eins kann ich sagen, nach 20 Jahren campe ich bei Gott ist real. Und da will ich euch einfach so ermutigen am heutigen Abend, die Kraft von einem ruhigen Leben. Ich weiss nicht, es ist natürlich nicht so fancy, oder? Weil wir wollen grösser, bigger, mehr Followers, alles. Und ich verstehe es. Die Bibel sagt uns, macht es euch zum Ziel, ein ruhiges und friedliches Leben zu leben. Und schafft mit euren Händen, sorgt für euren eigenen Lebensunterhalt. Geht nicht den anderen auf die Nerven. Schafft für euer eigenes Geld, damit die von außen euer Leben anschauen und nichts schlecht über euch zu sagen haben. Da liegt eine riesige Power, liebe Freunde. Vielleicht sollten wir anfangen, unsere Sünden zu bekennen. Unsere Sünden posten. Das Instagram. Oh nein. Hey, schaut, davon befreit mich Gott. Das ist mein Struggle. Dort bin ich dran. Gott befreit mich aus dieser Gefangenschaft. Für das gibt es Freunde miteinander. Es ist im Fall keine Unart. Auch wenn wir Gerechtigkeit und Heiligkeit in unserem Herz bereits haben durch Jesus, ehrlich zu sein mit unserem Herz und unsere Sünden zu bekennen aneinander, damit wir gesund werden. Und unsere gerechten Taten im Verborgenen tun, weil wir wissen, eines Tages, liebe Freunde, und auf das freue ich mich, eines Tages werden wir das Lamm sehen. Das Lamm Gottes, das würdig ist, die Siegel aufzumachen, wie es in der Offenbarung heisst. Und wir werden den Vater aller Vaterschaft sehen und er wird ein Belohner sein für alle die ihn aufrichtig gesucht haben. Dann wird es gezeigt werden, was unser Leben Werk hat. Und ich möchte dich so ermutigen, heute Abend wenn wir einen Raum schaffen, wo du, vielleicht bist du da und du sagst, hey ja, ich habe es umgekehrt gelebt. Ich habe meine Sünden versteckt und meine gerechten Taten jedem erzählt, damit ich gut dastehe. Aber ich kann dir eins sagen, vor deinem Vater im Himmel musst du nicht gut dastehen. Er liebt dich so, wie du bist. Er wünscht sich, dass du ehrlich werden kannst. Es gibt nichts Schöneres als Sünden ans Licht zu bringen. Wir haben das Kreuz aufgestellt, dort hinten extra für das. Und vielleicht ist nachher in dieser Zeit der Anwendung dein Step, dass du sagst, ich stehe auf, egal wo ich bin, und ich mache einen Schritt darüber. Und ich bekenne. Vielleicht mit einem Freund, wo du da bist. Und ihr betet zusammen und die Schrift sagt, du wirst gesund werden. Und deine Sünden sind dir vergeben. Und nicht, wenn du nachher heimgehst und deine Gedanken dir sagen, ist mir das jetzt vergeben worden? Die Sünden sind vergeben und getragen. Aber vielleicht bist du auch da und du kannst an keine gute Tat denken, die du im Geheimen gemacht hast. Dann ist heute der Startschuss. Ich weiss nicht, ob es so gesagt hat. Stellt euch vor, wir können etwas im Verborgenen tun, das nur Gott sieht.
Das ist doch nachher das Leben, ist lebenswert. Einmal werden wir dann vor dem Vater stehen und Freude haben, wenn all die gerechten Taten offenbar werden, die wir da haben, weil wir ihn lieben. Und das wünsche ich mir für euch alle zusammen, weil wisst ihr was? Dann werden die Menschen um uns herum etwas sehen in unserem Leben, was sie auch wollen. Und um das geht es. Wir sind das Licht und wir sind das Salz. Wir haben den Heiligen Geist und das Leben. Wir sind die Wort vom Leben haben. Wir sind die beten und Sachen passieren. Wir sind die Dämonen beim Namen nennen und sagen, raus in Jesus' Name. Und sie müssen sich beugen, dem mächtigen Namen von Jesus. Ich will euch eins sagen. Der Blutschutz von Jesus ist das höchste Gut. Es gibt keinen höheren Schutz in deinem Leben. Und ich will mit uns beten, wenn nachher in eine Worship-Zeit hineingehen. Und ich will dich auffordern, mach den Schritt. Eines von diesen beiden Themen, die dich angesprochen hat, mach den Schritt. Sag Jesus, wenn ich nichts Gerechtes da habe, heute ist der Startschuss. Ich freue mich, anfangen, Sachen im Verborgenen zu tun für dich. Oder du suchst den Gott im Verborgenen. Und er wird dir seine Gegenwart schenken. Dann kannst du deiner Arbeit nachgehen, deiner täglichen Arbeit. Und seine Liebe überkommt dich. Und du weisst nicht, wie dir geschieht. Und du denkst, Menschen sind abgelöscht. Und in dir brennt eine Leidenschaft und ein Feuer. Und das Einzige, was du machen kannst, ist sagen, danke Jesus. Danke fürs Leben. Oder du bist da und du machst einen Schritt auf das Kreuz zu und empfängst die Vergebung und nennst die Sünde beim Namen. Lass uns eine Generation werden, die keine Leichen mehr im Keller hat. Wir bekennen unsere Sünden. Wir tragen unsere Sünden nicht in dem Leichenkeller umeinander. Weil eins kann ich euch sagen, am Schluss kostet es euer Leben. Eure Beziehungen gehen kaputt, eure Ehen gehen kaputt, eure Freundschaften gehen kaputt. Sünde ist wie Gift. Wir glauben wirklich, dass Jesus auch zu dir redet, auch durch die Message. Nimm dir Zeit, das wirklich in deinem Leben jetzt zu etablieren. Und auch vielleicht braucht es amig so ein paar Wochen, wo du daran kaufst, ein paar Tage. Und darum nimm dir Zeit, die nächste Woche, schreib Sachen auf und verinnerliche das, wie Jesus redet wirklich in dein Leben. Er hat etwas vor. Yes, und wenn du mehr Informationen willst, dann darfst du unbedingt unserem Telegram-Channel folgen. Er wird da unten eingeblendet für dich jetzt. Du kannst einfach mal drin hineinschauen, was so für Angebote noch vor Ort auch stattfindet. Dort wollen wir dich nämlich ganz herzlich einladen, dass du uns auch vor Ort besuchen darfst. Komm unbedingt mal vorbei. Unter anderem gibt es auch Sunday Night Extended, wo am 5 Uhr schon im City Room unten stattfindet, wo wir ganz praktisch in kleinen Gruppen teilweise Sachen zusammen anschauen, Bible Studies machen etc. Hey, wir freuen uns, wenn du vorbeikommst. Ja. Und jetzt segnen wir dich, dass Jesus dich führt und dass Jesus das, was er angefangen hat in deinem Leben, so richtig durchzieht und zum Aufblühen bringt. Amen. Amen.